schöne gute Morgen. Zweifeln, Verzweiflung, das kennen wir doch. Das erlebt mancher in dieser Dich. Zweifeln, stimmt das, was gesagt wird? So vieles wird erzählt, was ist wahr, wem kann ich glauben? Manches kann doch bald nicht sein. Wir hören das nicht, wir erleben das anders. So, als es auch dem Thomas und Jesus seinem Tod ging, seine Hoffnungen enttäuscht, sein Plan an den Kopf gefallen, und auch dat Erfahrungen von manchen im Haut. Denn Thomas hat mitgekriegt, wie sein Lehrmeister erfreut, der Jesus Kreuz für einen Verbrecher tot gemacht hat. Und da kommen Bänke aber die anderen Jünger und erzählen, wie Hunden hergesehen. Das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Wenn ich nicht aus seinen Händen von den Nil gesehen, aber wenn ich nicht mein Finger an von den Nil legen kann, aber wenn ich nicht meine Hand an seine Seite legen kann, dann glaube ich nicht. So beschreibt den Evangelist Johannes die Antwort von Thomas. Wer von uns gibt das nicht auch so? Erzähl doch kein Schrott. Beweis mir mal, was du behabst. Wie vieles dieser Dich, auch das von Jesus, es ist nicht immer einfach zu glauben. Ach, dich du nur der Auferstehung, kriegt den Thomas dann den Beweis. Der Jesus enthält seinen Zweifeln echt, gibt sich seinem Freund zu erkennen. Und so dürfen auch wir uns zweifeln, uns frohen dem Jesus gehen. Und da braucht es dann ähnlich vielleicht auch wie beim Thomas ein bisschen Zeit, bis wir hier erkennen. Der Gekreuzigten, die lebt. Auch echt nur den Ostern, als das noch immer Botschaft für uns auch, die uns keine Kraft und Courage gibt. Kit, dass für Zukunft nach manches unsicher als auf Verzweiflung drückt. An einer Welt, die nun Black Friday von 1929 an einer Krise sitzt, an einem Europa, wo Nazien groß an und Macht kommen und Kommunisten sich probiert und immer mehr breit zu machen, da hat Polen eine Schwester an einem Kloster gelebt. Die heilige Schwester Faustina Kowalska. Tuberkulose hat hier allen zugesagt, sie ist jung gestorben. Mir von ihr laufen Spuren von einem ganz intensiven Gebirgsleben. Aus den Begegnungen, die sie an ihrem Gebet mit dem oberstehenden Jesus hat, ist ein Bild entstanden. Die Hunde vielleicht schon mal gesehen. An eine Botschaft. Jesus, ich vertraue auf dich. Trotz allen Zweifeln, bei aller Verzweiflung, Jesus, ich vertraue auf dich. Mit dem Satz bleiben wir an unserem Misere nicht allein. An ihrer Spiritualität wird Schwester Faustina dem Jesus ganz nah. Aus ihren Erfahrungen heraus wollte sie den Christen ein Gebetsform mitgeben, der Barmherzigkeitsrosenkranz. Jesus, denk und dat, was du alles
matt gemach hues. A guck voller Leif, ob dat, wat Menschen haut, alles matt machen müssen. Durch dein schmerzhaftes Leiden erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Auch das ein Manier, all den Misär nicht an uns heranzufressen, mit dem Herrgotten zu gehen. Und so, bei allem, was ist, lost wir uns nicht von den Zweifeln, von der Verzweiflung fertig machen lassen. Mehr greifen wir der Erfahrung von einem Apostel Thomas, von einer Schwester Faustina ab. Ja, der Jesus lebt, und noch mehr können mit ihm leben. Und dazu soll uns sein Segen schenken, der Papa, der Jung und den Heiligen Geist.